chinesische Regierung hat an der Grenze zu Kasachstan Schilder errichtet, die explizit das Tragen des muslimischen Kopftuchs und Bart verbieten. Damit haben die strikten Sicherheitsgesetze, wie auch in Ostturkestan, bereits ab der Grenze ihre Wirkung. Für den chinesischen Staat stellt die Region Ostturkestan einen strategisch wertvollen Punkt für das gigantische Seidenstraßenprojekt dar. Deshalb benötigt man scheinbar eine rigorose Assimilationspolitik, um das große Vorhaben besser abzusichern. Wir gedenken dem wohlbekannten uigurischen Volkshelden Osman Batur, der in einem schweren Kampf gegen China im Jahr 1951 sein Leben verlor. Alles begann 1940, als Ostturkestan der chinesischen Tyrannei ausgesetzt war, bis der Kleinkrieg 1943 sein jähes Ende fand und das mittelasiatische Altai-Gebirge von chinesischen Kräften befreit war. Osman Batur überlebte den Kampf, wurde allerdings am 29. April 1951 in Urumqi erschossen. Zuvor trennte man ihm Ohren und Arme ab. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat einen Menschenhandel-Report publiziert, der die pakistanisch-chinesische Grenze im Visier hat. Sophie Richardson, Direktorin der Organisation, warnt in ihrem Artikel Brauthandel die Regierung Islamabads, man solle wachsam sein und bleiben. Noch mindestens 5 weitere asiatische Länder stehen unter dem Verdacht, Menschenhandel zu betreiben. Anfang April dieses Jahres berichtete das pakistanische Fernsehen von einem aufgedeckten Handel, der vorsah, 6 Frauen, darunter ein 13-jähriges Mädchen, nach China zu schmuggeln. Wegen Chinas provozierender Haltung im südchinesischen Meer drohen die Vereinigten Staaten auf mögliche Anmaßungen angemessen zu reagieren. Die Regierung in Peking besteht unterdessen auf die Vorherrschaft im südchinesischen Meer, weshalb die Errichtung künstlicher Inseln und Stationierung paramilitärischer Gruppen auf diesen die Vorherrschaft absichern sollen. Zeitgleich versucht der Staat auch zunehmend seinen Machtbereich auf die Philippinen, Vietnam, den Kleinstaat Brunei, Malaysia und andere auszuweiten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Trump haben über das Raketenabwehrsystem S-400 gesprochen. In einer Stellungnahme aus dem Präsidentenpalast hieß es, Erdogan habe Trump in einem Telefonat eine gemeinsame Arbeitsgruppe vorgeschlagen. Die Türkei strebt eine solche Gruppe zur Deeskalierung schon seit einer Weile an. Das NATO-Land Türkei will von Russland das Raketenabwehrsystem S-400 kaufen. Die USA wehrt sich strikt dagegen, weil es ihrer Ansicht nach Verteidigungssysteme der USA gefährdet, vor allem den teuren Kampfjet F-35.